Ich war kürzlich auf einem Besuch in der Schweiz. Was mir aufgefallen ist, das Kömmerle ist auf jeden Fall ein bisschen teuer. Für die Zapfsäule habe ich mir zweimal überlegt, ob ich voll tanken soll. Oder nur 3/4. Und ich zweifle, ob ich mir es leisten kann, diesen Sommer nochmal Ferien zu machen daheim. Gleichzeitig habe ich einen Artikel gelesen über die automatischen Lohnerhöhungen von EU-Beamten. Die gleichen, die durch ihre Politik unser Leben verteuern, bekommen das selber unter Umständen gar nicht so zu spüren. Willkommen in der schönen Welt der EU-Beamtenlöhne. Ich habe gefunden, dass der Bundesrat mit seinen EU-Annäherungsverträgen ja auch gerne Teil davon wäre, könnte es wert sein, da mal ein bisschen genauer herzuschauen. In diesem Video zeige ich, was EU-Politiker und Beamte so verdienen, wie sich diese Gehälter über die Zeit verändern, was das insgesamt also kostet und zum Schluss noch meine persönliche Meinung zum Thema. Ciao zusammen von Gunten hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag über die Frage, wie nach oder eben wie weit weg die da oben vom Alltag von uns Steuerzahler eigentlich sind. Bei meiner Recherche bin ich über ein spannendes Video gestolpert von Joanna Gottard, ehemalige Bundestagsabgeordnete in Deutschland. Sie zeichnet in diesem Video ein Bild, das die EU nicht unbedingt im besten Licht darstellt. Hören wir mal, was sie zu den Grundlöhnen sagt. Fangen wir unten an. Beim Einstieg. Grundgehalt AD5, das ist die unterste Stufe für Akademiker bei der Europäischen Kommission. Das Gehalt liegt bei ca. 6.150 € brutto. Ich habe mir das noch genauer angeschaut. Ein EU-Beamter startet in der Regel auf der sogenannten AD5-Stufe mit einem Einstiegsgehalt von rund 6'000 € brutto im Monat. Je nach Situation kommen da jetzt noch Zulagen dazu. Zum Beispiel, wer eine Familie hat, bekommt Zuschläge für Haushalt und Kinder. Und wer für die EU nicht im eigenen Land bügelt, bekommt dann noch eine Auslandszulage. Konkret heisst das rund 230 € Haushaltszuschlag, ca. 500 € pro Kind, ca. 360 € Ausbildungszuschlag pro Kind und 16% vom Grundlohn Auslandsentschädigung. Das macht hier im Einstiegsfall nochmal knapp 1'000 €. All das pro Monat. Für EU-Beamte ist das wie ein Adventskalender mit 12 Türchen. Jeden Monat geht ein prall gefülltes Türchen auf und du bist derjenige, der die Geschenke bezahlt. Ein Einstiegsgehalt im ersten Jahr für eine Familie mit 2 Kindern in der Ausbildung liegt also im Bereich von 9'000 € brutto. Oder umgerechnet ca. 8'250 Schweizer Franken. Im Vergleich dazu, der Medianlohn in der Schweiz liegt etwa bei 6'700 Franken pro Monat. Und wie sieht das denn ganz oben aus, bei den Spitzenbeamten? Das hat mich als nächstes interessiert. Lassen wir gerade noch mal Joanna zu. Wer sich hochgearbeitet hat, kommt auf ein Grundgehalt von fast 24.000 € und die Zulagen kommen dann noch obendrauf. Und die Krone des Ganzen? Ursula von der Leyen. Ihr Grundgehalt als Kommissionspräsidentin ist auf 34.800 € gestiegen. Mit allen Zulagen sind es über 40.000 € pro Monat. Top-Beamte auf der höchsten AD16-Stufe kommen auf Grundlöhne von über 20'000 € im Monat. Zulagen noch nicht einberechnet. Und wie wir gerade gehört haben, ist die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, nochmal knapp das doppelte Wert. Sie kommt auf ca. 35'000 € Grundlohn pro Monat, plus Vergütungen und Zulagen. Das Total von rund 40'000 € im Monat habe ich zwar nie belegbar gefunden, aber so abwegig scheint mir das nicht zu sein. Jetzt ist aber noch spannend, das habe ich nämlich nicht gewusst. Die Hunderttausende von EU-Beamten zahlen keine nationalen Einkommenssteuern, auch keine Beiträge in die nationalen Krankenkassen oder in die Pension. Stattdessen hat die EU ein eigenes System. Das heisst, eine eigene Gemeinschaftssteuer, eine eigene Pensionskassenlösung und eine eigene Krankenabsicherung. Das klingt auf den ersten Blick fair und einheitlich. Schliesslich arbeiten Leute aus allen Mitgliedstaaten zusammen. In der Praxis führt das geschlossene System scheint aber zu einer deutlich niedrigeren Steuerbelastung. Besonders im Vergleich zu Hochsteuerländern wie Belgien, Deutschland oder Frankreich.
Kritiker sehen darin ein abgeschottetes Privilegiensystem, das sich der Kontrolle der nationalen Staaten grösstenteils entzieht. Aber es gibt noch mehr Spannendes rund um die EU-Löhne. Das als nächstes. Was sich das EU-Lohnsystem besonders tut, ist bei automatischer Lohnanpassung. Die Löhne steigen quasi von selber. Alle 2 Jahre rückt jeder EU-Beamte eine Stufe höher, ohne Leistungsbeurteilung, ohne Marktvergleich, einfach nur, weil die Zeit vergeht. Seit 2022 wurden die Gehälter der EU-Beamten bereits 8-mal erhöht. Insgesamt ein Plus von 22,8%. 8-mal in 3 Jahren. Ob die Wirtschaft in euren Ländern läuft oder nicht, das ist völlig egal. Der Mechanismus koppelt die Gehälter an die Lebenserhaltungskosten in Brüssel. Ob die Wirtschaft in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten gut läuft oder nicht, spielt für die Löhne der EU-Beamten keine Rolle. Sondern der automatische Anpassungsmechanismus berücksichtigt die Entwicklung der Lebenskosten in Brüssel und Luxemburg. Kritiker sagen, die Lohnrealität der EU-Beamten und Politiker entkoppelt sich so komplett vom Alltag und von der wirtschaftlichen Realität der Menschen in den EU-Mitgliedstaaten. So sind für Lohnerhöhungen im Jahr 2025 zusätzliche Kosten von rund 365 Millionen Euro entstanden. Jetzt, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Ja, von wo echt? Die EU als Ganzes braucht zurzeit etwa 193 Milliarden Euro pro Jahr. Tendenz steigend. Davon macht der Verwaltungsapparat mit den Löhnen, Gebäudemieten etc. rund 13 Milliarden Euro aus. Also etwa 6-7% vom Gesamtbudget. Nebst Zolleinnahmen und dem Mehrwertsteueranteil wird es hauptsächlich über die Abgaben der Mitgliedstaaten finanziert. Oder, mit anderen Worten, von den Steuerzahlern. Die 5 grössten Nettoeinzahler sind übrigens Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande und Schweden. Und so schließt sich der Kreis zur Ursprungsfrage. Wie hoch sind eigentlich die EU-Gehälter und wie weit weg sind sie vom Alltag von uns Steuerzahlern entfernt? Wie ihr seht, sind wir am Schluss angekommen. Hier jetzt noch meine ehrliche Meinung zum Thema. Ob EU oder Schweiz, meine Grundhaltung ist da etwa die gleiche. Während wir normale Leute mit steigenden Lebenskosten, Steuern und Sparmaßnahmen müssen zu Gang kommen, finanzieren wir dann auch gerne noch eine Verwaltung, die sich mit regelmässig steigenden Gehältern und Zulagen vom eigentlichen Alltag abgekoppelt hat. Die Distanz ist gross und wird jedes Jahr noch grösser. Ich fände es darum gut, wenn der Staatsapparat auch wieder ein bisschen kleiner wird. In meiner Erfahrung war Bürokratie noch nie die beste Lösung für ein Problem. Aber, wie ich gerne sage, was weiss ich schon? Das habe ich ja nicht studiert, als ehemaliger Badmeister. Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Merci vielmals an alle, die mich ja letzte Woche mit dieser Spende unterstützt haben. Von guten Beiträgen in dieser Regelmässigkeit kann ich nur machen, dank euch. Darum nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer. Ihr findet Spendeninfos unter www.vogunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss!